Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Premier, Herr Wirtschaftsminister. Das ist ein großes Success Story für als Lützebauer Wirtschaft an als Lützebauer Land an den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten gewircht. Lo huet das erst letztes Jahr Intel satt überhol ein ganz großen Investiment, den aber auch der SES wertieren groß opmerken zu enger méi großer Diversifikation. An für kurzem as dann noch die neue Strategie vun der SES viergestalt gehen a verschieden vun de Kollegen, die hier rundherum sitzen, wären noch selber dabei op der Najostas Rezeption vun der FEDIL, vun de CEO vun der SES auch op die Strategie zurückkommen. Hier geht es für alle Recht mal drum, dat doch hier am Kontext vun der Übernahme von Intels hat lo eng zusätzliche Satellitenplattform für sogenannten Erdorbit zu schaffen, das den sogenannten MEO, das klingt kompliziert, als aber relativ einfach, das Medium Earth Orbit. Donierend wird aber auch der TCS mat der Übernahme do wesentlich mehr Flexibilität kreieren. Auch die Akquisitionskosten für zukünftige Satelliten werden dann hoffentlich dadurch hochkommen, an dass sie auch eine strategische Kollaboration mit dem ganz großen amerikanischen Satellitenbetreiber K2 Satellite geplant, den auch der Firma kann zusätzlich Stieren opnehmen. Was die Stadt Lützeburg betrifft, hat der SES auch ganz groß Pläne. Da soll ein Campus zu Kockelscheier Luxheit entstehen, wo es auch zu der Schaffung von so einer sogenannten Mekosphäre wird kommen, wo dann noch ganz viele Societäten und Entreprisen, die an dem Sektor sind, sich auch können niederlassen, für hier Produkte anzubieten. Das ist also klar, dass mit der neuen Strategie der SES von einem einfachen Operateur von Satelliten wird hin zu einem Kreateur, ein Fournisseur von Satellitenservices kommen, wird natürlich auch dazu führen, dass da müssen gewisse Umstellungen kommen. Sie persönlich fanden die Strategie, dass die an die richtige Richtung geht, auch die richtigen Akzente setzt. Nach bleiben aber eine Reihe von Fragen zu stellen, die ich dann noch will der Regierung stellen. Für alle Recht als der eine Strategie, die als sich soll die europäische Resilienz an Aufhängigkeit unterstützen, wann ja, wie denkt eigentlich auch die Lützebauische Regierung, die Situation zu periodisieren oder zu verstärken. Ein zweite Frage ist, wir wissen, dass der SES aber ganz stark verschuldet ist, was doch dazu gefeiert hat, dass der Rating nicht mehr so gut ist. Hier werden ganz hohe Investitionen gebraucht gehen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern der Lützebauische Staat wird die Investitionen begleiten als ein von den großen Aktionären, der zusammen mit einzelnen staatlichen Etablissementen. Die dritte Frage wird gedenkt durch die Regierung zu erholen, für die Aktivitäten von SES globalen Plan zu unterstützen. Und dann natürlich direkt handeln drohen, bedeutet auch konkret für die Stadt Lützeburg, dass das zu Betzter, sie wird dann noch an Zukunft der Kockelscheier kommen, bedeutet auch Niveau von der Leute, die für die Societät auch an Zukunft werden schaffen. Dann eine fünfte Frage, die vielleicht noch den einen oder den anderen hier am Haus interessiert, mich nicht so nicht direkt, nämlich wie also an Zukunft Dividendenpolitik von der SES. Und das schlussendlich letzte Frage,
gesagt, auch die Regierung H4 die Ausstrahlung von SES zu benutzen, auch als Ausgangsbasis für zu Lützeburg weiterhin den Space-Sektor können zu fördern und auszubauen. Es soll mir schon am Voraus merci für die Antwort auf die Vielfragen. Merci, Herr Präsident. Ich ging gerne ein paar Elemente danach zusätzlich zu dem so, was den Wirtschaftsminister gesagt hat, wäre dann einen mehr breden Kontext von dem Satelliten an Europa und an der Welt zu setzen. Das SES funktioniert ja nicht allein auf der Welt, das ist eigentlich eine kotierte Gesellschaft, die ihre Sitz zu Lützeburg hat. Und ich will direkt am Anfang sagen, dass Lützeburg die Gesellschaft voller ganz unterstützt, handelt der Gesellschaft an ihrer Strategie steht, als Aktionär, aber auch als Land, wo wir wissen, dass der SES über die letzten Jahre und Jahrzehnte Lützeburg auch einen Platz auf der Weltkarte verschafft hat. Und da tue ich nicht mehr spät wie 4 Gäste am Kanada gemerkt, wo wir über die Zukunft von den Satelliten an der neuen, komplizierten geopolitischen Lage gesehen haben. Das ist konfrontiert mit einer Satellitenwelt, die sich auch fundamental geändert hat. Den Honorable Herr Moser ist darüber gegangen, ob die Einzelorbiten, dann hat gesagt, dass der SES für allem am Bereich von der Mittelorbit ist, an der ganz oben der Geoorbit. An Amerika ist es so, dass notamment Amazon an Starex auf der innersten Orbit, auf der Leo-Orbit, hier Satelliten, ganz viele Kleinsatelliten stationiert. Der SES hat eine Strategie entwickelt, die haben auch als Regierungschef stehen, die ist eine Multi-Orbit-Strategie, die den auf allen Orbiten präsent ist, weil es gerade an der Welt, wo wir heute sind, von der Verteidigung absolut notwendig ist, dass den für die einzelnen Besoin die Operateure und sowohl am zivilen Bereich wie am militärischen Bereich auch auf den nächsten Orbiten kann Services anbieten, die da komplementär sind. Das verlangt selbstverständlich neue Moyen, wie gesagt, das ist eine Privatgesellschaft, das ist Verwaltungsrat von der Gesellschaft zu gucken, wie ein Moyen dafür ersetzt. Ich will nicht gesagt, dass die Regierung als Aktionär die Strategie, die du präsentiert hast, und Herr Moser hat rappeliert, dass doch der CEO von der Gesellschaft hat eine breite Öffentlichkeit für eine kurze Menge vorgestellt hat, dass das eine Strategie ist, die die Regierung voller ganz unterstützt. Natürlich schon all die Strategien immer Risiken, so ist das, wenn ihn investiert. Wir müssen auch gesehen, dass die anderen Firmen in Amerika, wo die Konkurrenz ist, auch stark investiert tun. Und das ist aber auch ein Markt, wo viele neue Suchen disponibel sind. Wenn die Informationen richtig sind, gibt Deutschland allein 35 Milliarden aus, 35 Milliarden Euro aus für Space and Defense. Ich will das Gespräch auch mit der deutschen Regierung führen, nicht mich spät wie an den nächsten 2 Wochen, für zu gucken, wie ihr noch vielleicht auch am Satellitenbereich mehr eng mit diesen Operen zusammen schaffen. Wir begrüßen noch, dass der SES Intels hat für die Transaktion, das war eine komplizierte Transaktion, die für kurz im Aufschluss gehen. Da haben wir am Anfang auch Amerika und Europa mit denen verbunden. Kita Intels hat juristisch gesehen noch eine Lützeburger Gesellschaft. Wir haben drin als selbstverständlich Amerika. Das ist auch gut für den transatlantischen Lien zu stärken. Weil ganz viel von den Services, die auch bei der SES gebraucht gehen, die noch gebraucht von unseren Alliierten, y compris die Amerikaner. Als Ziel ist also, der SES an all ihre Bemühungen zu unterstützen, für das neue Klienten kriegt, auch im Bereich von der Verteidigung, dass auch die Lützeburger Regierung Kooperation mit der SES möchte, wie zum Beispiel beim GovSat 2, den die Regierung dezidiert hat zu lancieren, für den Joint Venture zwischen dem Staat und der SES, für all die Besoin können aufzudecken, die an der neuen, komplizierten Welt gibt. Ich meine nämlich, dass in Zukunft Défense nicht mehr allein wird Terrain gefeiert, in der Tat ein bisschen so ein Konzept vergüscht hast mit der Zukunft von der Verteidigung, von der Sicherheit von Europa, wird zu einem ganz großen Teil sich am Espace aufspielen,
Dat gesinn wir an der Ukraine, mir dat gesinn wir auch op anderen Plätzen. Dürfen wie gesot die Multiorbitstrategie, die will wir unterstützen, an do wo wir als Aktionär gefordert sind, werden wir als Responsabilität überholen. Wir kennen Risiken, wie sie für allem Opportunitäten an der Hand hat, Stimme für den Satellitenstandort Lützeburg auch weiterhin zu stärken. Merci.